Das Netz, ja, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich meine, YouTube-Stars sind jetzt gerade nicht mehr wegzudenken. Die gehen völlig durch die Decke. Es gibt Leute, die haben halt die Schnauze voll davon, die sagen, ey, Dagi, hör zu, ne, reicht langsam. Es gibt aber auch Mädels, die genau das richtig finden und denen Dagi auch mega hilft. Ich meine, letztens hat sie, die hat halt Videos, die hilft Mädels auch in Fragen, was Jungs angeht und so. Das sind, also ich finde, es hat sich halt echt gewandelt mit der Zeit, aber es sind nun mal die Stars von heute, kann man so sagen, ne? Und genau diese 3 Twitter, oder waren es 4? Twitter-Kommentare, die wir rausgesucht hatten, einen negativen und die positiven, die haben jetzt bei Twitter für ganz schön Beef gesorgt, also für einen Tweef. Genau. Und es handelt sich dabei um den ersten, den negativen Kommentar, den wir uns natürlich jetzt nochmal gerne angucken wollen, weil Paul hat uns vorgeworfen, dass wir fälschlicherweise behauptet haben, dass er ja etwas Negatives schreibt und eigentlich meint er das aber ironisch, weil er der größte Dagi B-Fan sind, was wir ihm natürlich auch glauben. Aber also wir wollten das verstehen, was er meinte mit der Ironie und haben uns das nochmal angeguckt. Genau, also vielleicht ganz kurz. Er hatte geschrieben, 3 Jahre lang Dagi B. Ist Zeit mal, sich zu verpissen, hatte er geschrieben. Darunter kam dann dieses Bild. So, für uns ist das jetzt nicht ganz erkenntlich gewesen, dass es Ironie ist. Wir haben es leider immer noch nicht verstanden. Ich habe es auch noch nicht verstanden, tatsächlich. Also, das zu schreiben, sie soll sich verpissen, ist ja als Fan, das zu schreiben, schon mal ein bisschen fragwürdig. Und es ist nicht als Ironie gekennzeichnet gewesen. Also dieses Bild, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es sogar Dagi B. Kann das sein, dass sie das ist? Als Kind? Das weiß ich nicht. Aber sie ist blond, ist ein blondes Mädchen. Also könnte sein. Es vielleicht sein. Aber dieses Bild ist ja an sich, das drückt ja keine Ironie aus. Also, und daher hat er auf Twitter aufgerufen zu einem Shitstorm gegen uns. Und wir verstehen es immer noch nicht. Genau. Und wir haben natürlich hier auch mal also da waren wirklich mehrere Bilder drunter mit, mit Beschimpfungen über uns und dann haben wir gesagt, okay, wir würden gerne mal mit Paul reden, wir würden das gerne aufklären, wir würden uns gerne entschuldigen, dass wir ihn vielleicht falsch verstanden haben, dass wir die Ironie einfach nicht rausgehört haben und haben ihm angeboten, hey, vielleicht hast du ja Lust mit uns zu skypen, damit wir das mal face-to-face einfach klären können. Nein, hat er nicht, möchte er nicht, sondern wir sollen es einfach rauslöschen. Ja, was soll man dazu sagen? Also die Ironie kommt nicht rüber. Es tut uns sehr leid an alle Bienchen da draußen. Also hatet uns bitte nicht. Wir haben ihn auch nicht gehatet. Aber ich habe da... Wir glauben dir natürlich, dass du ein Ultra-Dagi B-Fan bist. Das zweifeln wir gar nicht an. Aber wir haben einfach Probleme mit der Ironie. Wir haben sie immer noch nicht verstanden. Die ist nicht bis nach Köln durch. Ich habe da aber mal eine Lösung, du. Und zwar haben wir unser neues i-Tüpfelchen der Sendung. Der Helm der Ironie. Ich ziehe den mal auf, mal schauen, ob ich da ein bisschen ironischer werde. Sieht ganz schick aus. Steht ein bisschen lächerlich. Steht dir absolut gut. Aber wir haben natürlich auch noch nicht nur den Helm der Ironie, sondern die Judy, die hat sich mal überlegt, okay, hey, was gibt es für Tipps? Wie kann ich Ironie erkennen und wie kann ich Ironie rüberbringen? Lieber Paul, es tut mir sehr leid, dass ich deinen Ärger auf mich gezogen habe. Ich entschuldige mich hiermit nochmal offiziell und ich habe 3 Tipps herausgesucht, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Mein erster Tipp ist, benutzt keine Emojis und Smileys. Die könnten das Gesagte nämlich verfälschen und ins Lächerliche ziehen. Mein zweiter sehr wichtiger Tipp ist, arbeitet keineswegs mit Anführungsstrichen. Man könnte davon ausgehen, dass du etwas zitierst. Und mein dritter Tipp ist, komm bloß nicht auf die Idee, eine Form der Übertreibung und Zuspitzung zu verwenden, auch Hyperbeln genannt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video verstanden habt. Das war nämlich Ironie.